Als die Jünger zu Jerusalem ankamen, haben sie gewartet. Jesus hat ihnen nämlich gesagt, sie sollen dort auf den Heiligen Geist warten. Wie kommt echt der Heilige Geist überhaupt zu uns? Kommt er einfach durch die Türen rein? Wer weiss? Vielleicht kommt einfach jemand vorbei und bringt uns dann ein Geschenk, das drin ist. Ja, wie wissen wir überhaupt, dass das jetzt der Heilige Geist ist? Du weisst sicher, wie es ist, wenn du Geburtstag hast. Du freust dich schon riesig auf Päckchen, aber bis es so weit ist, musst du noch warten. Noch 2-mal schlafen, noch 1 schlafen und dann darfst du endlich deine Geschenke auspacken. Juhui, Spielsachen, schöne Kleider, ein Buch, das du dir schon immer gewünscht hast und dich darauf freust. Bevor Jesus in den Himmel zu seinem Vater ist gegangen, hat er den Jüngern auch ein Geschenk versprochen, der Heilige Geist. Das ist ein Geschenk für alle Menschen, die an Jesus glauben. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter von Jesus auf dieser Erde und er ist gäng bei uns. Er hilft uns, Gott nachzufolgen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und auf diesen Heiligen Geist haben die Jünger jetzt in Jerusalem im Haus gewartet. Jetzt warten wir schon so lange. Dabei hat Jesus uns den Heiligen Geist versprochen. Wann kommt er echt zu uns? Ich muss einfach bald nicht mehr warten. Hört ihr das Geräusch an? Ist das Luft? Aber das ist ja ganz komisch. Wir sind ja drinnen in einem Haus. Was ist das denn? Ich sehe Flammen über euren Köpfen. Wirklich? Das sieht aus wie Flammen, die wir alle über unseren Köpfen haben. Ist das auch jetzt der Heilige Geist? Es war tatsächlich so. Nach einem langen Warten haben die Jünger den Heiligen Geist bekommen. Er hat sich ihnen durch die Flammen gezeigt. Aber das war noch lange nicht alles. Plötzlich haben die Jünger in ganz vielen verschiedenen Sprachen geredet. Sie konnten Sprachen, die sie eigentlich gar nie gelernt haben. Das hat eine rechte Aufregung in diesem Haus. Wir haben die verschiedenen Sprachen und Stimmen bis auf die Straße raus gehört. Sofort haben sich vor diesem Haus ganz viele Menschen versammelt. Sie waren ganz aufgeregt. Plötzlich hat der Petrus, einer der Jünger, angefangen zu reden. Meine lieben Jüngerfreunde, ich glaube im Fall, ich weiss, wieso wir plötzlich in Sprachen reden können, wo wir ja eigentlich aber gar nicht reden können. Ich glaube, Gott will damit, dass wir allen Menschen von Gottes Liebe erzählen. Und für das müssen wir ja ihre Sprache können, oder nicht? Jetzt haben die Leute vor der Strasse an die Tür geklopft und haben eingerufen. Hey Jünger, der Nachfolger von Jesus, was ist da bei euch los? Seid ihr jetzt alle ganz verrückt worden? Was redet ihr jetzt für komische, fremde Sprachen? Und der Petrus ist vor die Menschen hingestanden und hat gesagt: Leute, hört zu! Nein, niemand von uns ist verrückt. Da erfüllt sich nur gerade, was uns Gott in der Bibel vorausgesagt hat. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, mit seiner ganzen Liebe und Kraft. Gott will uns zeigen, wie fest er uns gern hat. Er will jetzt euch allen die Möglichkeit geben, ihm nachzufolgen. Alle Menschen rundherum haben zugelassen, was ihnen Petrus erzählt hat. Und an diesem Tag haben sich 3000 Leute dazu entschieden, Jesus nachzufolgen. Was für ein außergewöhnlicher und genialer Tag!